In diesem Laden gibt's alles, was das Bastelherz begehrt. Auf rund 200 Quadratmetern und 2 Stockwerken entdecken Bastelfans überall Deko und allerhand Inspiration zum Nachmachen. Saisonal sortiert und von wenig bis sehr aufwendig. Und sie behält seit über 40 Jahren den Überblick, Margit Wagner. 1981 ging es los in der Fürther Innenstadt. Als sie 2009 nach Unterfarnbach zog, musste alles mit und wieder seinen Platz finden. Wachsköpfe für Weihnachtsengel, für Samtengel und Hände dazu, Füße. Dann haben wir noch einmal größere Wachsköpfe, schon teilweise mit Haar. Christkindchen in allen Variationen, je nach Größe. Und hier sind ganz große für Puppen, für ganz große Engel zu machen, mit Flügel. Die selbstgemachten Puppen dienen nur als Ausstellungsstücke, denn in Margit Wagners Bastelparadies geht's ums Selbermachen. Das faszinierte die Kundschaft von Anfang an. In Kursen erklärte Margit Wagner, wie es funktioniert. Ich hatte die Dreiergruppe fertig dort stehen und das möchte selber machen. Oh, das kann ich nicht, ich kann nicht Nähmaschine nähen. Und dann habe ich gesagt, das brauchen Sie nicht. Sie kriegen genug andere Arbeit. Sie müssen nicht an die Nähmaschine, das mache ich schon. Und mit der Manier sind es immer, wir waren manchmal 12 Frauen, die um den Tisch rum saßen. Und ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Kurse gibt sie heute keine mehr. Das wäre der 81-Jährigen zu stressig. Obwohl sie es nach wie vor in den Fingern juckt. Sie ist sich immer treu geblieben und hat Trends kommen und gehen sehen. Es kommen immer so Perioden, aber wenn man lang genug wartet, kommt das Erste wieder. Es ist ein Kreislauf. Makramee jahrelang, ich glaube 20 Jahre lang, war nichts mehr mit Makramee. Gar nichts. Und dann war es auf einmal wieder da. Und Margit Wagner, natürlich vorbereitet. Neugier und Leidenschaft sind bis heute die Begleiter der gelernten Grafikerin und Einzelhandelskauffrau. Mich hat eigentlich schon immer alles begeistert. Ich habe auch Glöbbeln gemacht, wobei ich da jetzt überhaupt nicht mehr dazukomme. Ja, es gab eigentlich nichts, was mich nicht interessiert hat, was man mit den Händen machen konnte. Die Fürtherin hat sich ihr eigenes Paradies geschaffen und jeder ist willkommen. Gerade jetzt vor Weihnachten wollen viele ihrer Kunden noch schnell kleine Dinge besorgen für die festliche Tischdekoration. Wenn das jetzt nicht ganz langt, machen Sie einfach eine Spitzele noch drumherum oder eine Kordel. Das mache ich, ja. Na? Dankeschön. Immer einen guten Rat, gute Vorschläge, auch wie man es machen soll. Ne? Hat immer gute Tipps. Hier wird jeder fündig, egal ob Anfänger oder fortgeschrittener Bastler. Und in letzter Zeit hat sich Margit Wagners Kundenstamm noch erweitert. Sonst war ich immer bei mir in Nürnberg irgendwo in der Gegend und da hat aber der Laden dann zugemacht. Und es ist halt hier leider, glaube ich, der letzte Laden, der Krepppapier verkauft. Alle anderen haben sowas nicht mehr und bevor ich das online bestelle und man weiß nicht, was man kriegt, fahre ich lieber hier vorbei und bin sehr zufrieden mit dem, was ich bekommen habe. Margit Wagners Laden wird immer mehr zur Rarität. Gerade die Neukunden können sich an der Vielfalt der Dinge, die es hier gibt, gar nicht satt sehen. Noch denkt die 81-Jährige nicht ans Aufhören. Ich habe zwar schon 2 junge Frauen, die würden es gern machen, aber bisher war es immer so, dass wir von dem Laden nicht leben konnten. Das heißt, ich war immer froh, wenn es 0 auf 0 rausging. Und das ist natürlich nicht gerade so zielstrebig für junge Leute, die eben was machen wollen. Es müsste also so wie bei mir eben jemand das hobbymäßig weiter übernehmen. Und ansonsten sage ich, nach mir die Sintflut. Die Jungen werden das dann entweder verscherbeln oder was auch immer, was die dann draus machen. Ich mache es, solange es der Herrgott erlaubt. Und solange sie noch mit so viel Freude bei der Sache ist. Danke. Tschüss, ein schönes Weihnachtsfest noch. Ebenso, ne?